schon eng Fond. So Mr. Science, vun enger klenger Grumper gëst ja net sa. Ja, mit das Grumper ass sie auch net verzissen do. Aus dieser Grumper entsteht an den nächsten 4 Monaten eng Pflanz. Oder auch vielleicht 2 oder 3 oder 4. Ja, wie viel da lo? Tja, es schon am engem Labor rausfand, dass aus enger Grumper méi wie eng Pflanz kann entstehen. An engem Experiment von Haut versuche mal herauszufinden, wie viele Pflanzen maximal aus enger Grumper machen kann. A wieviel Grumperen kriegen da normalerweise mit enger Pflanz? Ja, an der Moyenne habe ich mal so gelöst, sind das an die 20 pro Grumper, die hier im Feld liegt. Wenn ich aber eine Grumper holen und die so zerschneiden, dass pro Grumperstück ein Schuss rauskommt, wir sie ja aus enger Grumper können bis zu 5 Grumperen machen und du wir da auch 5 mal mehr Grumperen züchten können. Entschuldigung. Kann ich das frisch geschnittene Grumperen direkt setzen? Ja, die da sind just frisch geschnitten. Dann gebe ich sie aber noch ein bisschen riechen lassen, dann das Wunden verheilt. Das ist aber relativ auffällig. Wenn die so an den Boden setzt, dann fault, da kann sie faulen. Ne? Okay, da lassen wir die Grumperen ein bisschen hehlen. Ich bin ganz gespannt. Wir fahren bei Forscher an der Centre de Recherche Publique Gabriel Lippmann, weil da können sie anscheinend ganz viele Pflanzen aus enger Grumper züchten. Wie viele Grumperpflanzen können dieser Grumper machen? Da gucken wir mal. Also da haben wir 5 Schüsseln, die können wir rausschneiden, an der Wurzel lassen und dann an 3 Wochen haben wir Material für daraus 20 neue Pflanzen zu machen. Und dann rum 3 Wochen drauf, nein, hier 4 mal mehr? Dann rum 4 mal mehr, dann haben wir da 80 an 6 Wochen. An unsere Recherchen interessiert es nicht so für viele Pflanzen zu kriegen. Wir wollen einfach Pflanzen haben, die vergleichbar sind. Und die benutzen wir dann an unsere Recherchen. Kommt mit, ich weiß nicht, wie wir das machen. Okay. Am Labor gi just Kengen aus de Grumperen rausgeschnitten. Nom Desinfizieren ginn an engem Gel Sterilwurse gelos. Ha huet Planz alles wat ze brauch fir groß ze gehen. An diesem Raum können Konditionen, wie die Pflanzenwurzeln genau kontrolliert gehen. An nur noch ein paar Wochen sind aus den kleinen Keimen ganz Pflanzen entstanden, und die kann ich nun zerschneiden und neue kleine Pflanzen machen, weil ein Blatt lang geht durch, für Photosynthese zu machen. Ja, das viele Grumperpflanzen können wir verschiedene Konditionen aussetzen und da gucken, wie Pflanzen darauf reagieren. Und was sind das da für Tests, die du da macht? Also was uns interessiert, das sind die Inhaltsstoffe an den Grumperen. Die können ja je nach Sort ganz reich sein an Vitaminen oder Mineralien wie Eisen oder Polyphenolen. Und das ist eben wichtig, weil zum Beispiel in Drittweltländern, wo die Leute keine so eine equilibrierte Ernährung haben, ist es ganz wichtig, dass das, was sie essen, optimal und Inhaltsstoffe versorgt ist. Okay, vielmals merci. Grumperen kann also nicht nur besonders oft reproduzieren, aber sie sind en plus auch noch ganz gesund. Das Rotgrumper, habe ich mal so gelöst, enthält besonders viel Polyphenole. Das ist ganz gut. So, meine Schnittstellen, die sind momentan schon verheilt. Ich bin gespannt, ich stehe hier abpflanzen, ob ich mehr Grumperen hinkriegen mit enger Grumper wie der Bauer hier umsteckt neben drin. So, gibt es da nicht für ihr rentieren, Grumperen auch zu schneiden, ihr das setzt? Ja, ich meine, Grumperen schneiden gibt vielleicht am Ausland gemerkt, wenn sie ganz dick Grumperen haben. Das ist ziemlich aufwendig. Und du kriegst vielleicht mehr Pflanzen raus aus einer Grumper. Aber ob du pro Pflanze mehr Grumperen hast wie ich, ja nur. Tja. Was dabei rauskommt, das fanden wir recht auf 4 Monate raus. Und wir sind auf jeden Fall gespannt darüber.